Guten Morgen. Goed hier te zijn en goed hier te zijn. Ik mag jullie begrüßen met diesen Vers, wat we, so eine Versen, als wir in der Bibel fingen. Mag Genade und Friede von Gott, unseren Vater, und dem Herrn Jesus Christus mit uns sein, oder mit uns sein. Wir sind alle hier. Und das ist mein Verlangen und mein Gebet, dass Gott seine Gnade in unserem Merd wird sein. Dass es keinen Unterschied merkt, als ich hier stehe oder nicht stehe. Das ist nicht, was ich hier sehe, aber das ist, was Gott ist. Und das wird wir von der Samarias hier sein. Die Zeit daran sei ja bosig, wenn wir in Einweich kicken. Wir sind ja all im November von 2020. Aber wenn wir kicken, wie lange der Coronavirus soll ist, dann glaube ich, das ist so lang, was wir haben müssen so abhosten. Und wir wundern uns immer, was wird das alle geben davon? Weil wir wissen nicht, aber Gott weiß. Und er wird das so ausführen, dass das zum Guten ist. Der Thema von der Samarias ist Solt und Licht für diese Welt. Matthäus 5, 13 bis 16. Ich würde die Versen lesen. Und da sagt das so. Die sind das Solt auf die Erde. Wenn über das Solt den Geschmack verlässt, wer kann dort weiter salzig merken? Dort ist dann zu nichts zu brücken, als dass man dort rückschmiert und lässt die Menschen dort verklingen. Die sind dort Licht für diese Welt. Dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, die auf dem Boden liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestellt die unter einen Armer. Die wird auf dem Lampenholder gestellt, dort durch vor allem im Haus Licht ist. So lässt auch kein Licht für die Menschen scheinen, dass sie jene gute Worte seien und jenen Vater im Himmel dafür loben, weil wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort kennen und unser Merd haben. Der Coronavirus, der tut verschiedenste Dinge, die uns nicht möglich sind. Aber dein Wort haben wir noch einmal an unser Hängen, wo wir noch einmal haben. Und dort merkt uns möglich, und dort merkt uns Mut. Und von der Samarias bete ich, dass, was du durch mir reden wirst, dass uns dort Wort Trost geben und dass uns Wort Mut geben. Und dass wir können dort sein, was Matthäus hier geschrieben hat, das Solt und das Licht auf dieser Erde. Und wir danken dir für was du tun wirst. In Jesus' Namen. Amen. Wenn Matthäus geschrieben hat, die sind das Solt auf der Erde, oder wir können sagen, die sind so aus Solt. Es ist nicht, dass wir Solt waren, wenn wir auch Christen waren, aber wir sind so aus Solt. Und wir wissen alle, was Solt tut und wofür dort gebraucht wird. Nu ist das all ein Teil anders, weil wir haben alle unsere Fridgen und unsere Freezers und alles, dann da wir Fleisch stehen haben, dass das gut bleibt. Aber ich glaube, hier ist ein Teil von der auch noch in diesem Markt, was das kann. Und dort ist immer das Fleisch, was sehr eigen soll und dass das länger gut bleiben wird. Und da brauchte sie das Salz, dass das gut bleiben wird. Und da können wir dann an denken, wenn wir so aus Salz sind, und dann sagen wir manchmal, oder in einer Community, wo du ein Teil so sein, was Jesus nicht kann, dann sagen wir dort Peter gut bleiben wird, und wir wollen Lothar noch ein bisschen mehr von dort sein. Soll der noch mehr als bloß Fleisch oder so eine Dinge gut holen? Wenn man gemeten, das soll nicht manch geschätzt wird, was du endlich soll manch sein, dann hat das Eten nicht einen guten Geschmack. Da meint das nicht viel. So Salz bringt einen Geschmack dabei, dass das schein schmeckt. Und das ist, was wir auch sollen als Christen, als Gottes Kinder. Wir sollen so ein Leben wiesen, dass wir dass Menschen wirklich in Gefallen haben. Nicht, dass sie schmecken tun, aber dass sie gut fühlen, manch uns.
Christen merken een onderscheid in de Welt. Krijg zo als Solt een onderscheid merkt wat goud houden oder wat goud smaken merken. Wanneer we kijken in 1. Mose kapitel 18, daar vingen we van Abraham. Hij weer een dag tussen zijn zelt en dan zag hij op eenmaal 3 mannen wat er dichtbij waren. En dat zijn dingen wat ik niet alle woord kan opnemen. Maar die zeiden aan dat om 1 jaar van nu, dat we je een zeen hebben. Dan, diese mannen waren eigentlich Engel. Aber die Bibel sagt hier Männer. Dann wollen sie wieder gehen und dann sieht Gott zu Abraham, er konnte nicht von Abraham Plitsch oder Stell holen. Er will Sodom und Gomorra verbrennen, vernichten. In 1. Mose 18, Vers 24, da sagt Abraham so, wann da würden 50 Gerechte in der Stadt wohnen, wirst du die ganze Stadt verbrennen, vernichten, die 50, und nicht die 50 Gerechte erhalten die Stadt verschonen? Und dann sagt Gott, der Herr sagt, wenn ich 50 Gerechte in Sodom fing, wo ich die ganze Stadt die 50 erhalten verschonen. Die maken een onderscheid. Abraham die ging immer leer, 40, 30, 25. En in vers 26 en vers 32, Abraham zei, wanneer dort 10 gevangen worden. En de Herr zei, am 10 erhalten, wo ik de stad nicht vernichten. So, wie kann sein, dass wenn du Wort Gerechte würden sein, dann wird Gott die Stadt nicht vernichten. Weil wir sind nicht in der Lehre, wenigstens nicht, was wir weiten, dass da wo eine Gefahr ist, dass Gott irgendwas wird vernichten. Aber die Ungerechtigkeit, die ist aller Wegen. Und darum ist es wichtig, dass wir in Licht sind. Ein Teil von uns, wir kommen von so einem Hintergrund, dass wir in einer Port wohnen. Wir müssen in einer Kolonie in einer Port wohnen von der Welt auf. Weil, wenn ich im Wort lesen, dann finde ich dort, und besonders hier, finde ich dort, dass wir sollen mangt die Menschen wohnen. Krieg so, als das Solt mangt dort eten, mangt geriert wird, so soll wie mangt die Menschen sein, und da soll wie dort Solt sein, und da soll wie auch dort Licht sein. Vers 14, dann sagt er, und die sind dort Licht vor dieser Welt. Dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, die auf dem Berg liegt. Weil ich glaube, das sind wir alle bekannt mit. Wir haben alle irgendwo gereist. Wir haben über Dach, aber auch so oben. Das Licht, das kann immer so oben sein. Und das ist immer ein Teken durch das Wort. Dann kann wir was sein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit jemandem nach Mexiko fuhren, wir fuhren nach Tamaulipas. Und dann fuhren wir danach auch. Und dann auf einmal dann wir bei einer Stadt. Und das lag so strong. Wir fuhren mit hoch und dann checkten wir auf die Stadt. Und wir waren so viel Lichter. Mir wird das dann sehr interessant. Ein anderes, was du erst, wenn du ein Licht hast, da weißt wie du erst wird. Anders als die Stadt. Vielleicht kann wir irgendwo ein Licht sein und dann weißt wie du erst wird. Wir hatten einmal eine Erfahrung, und das sind alle nach 5 Jahren 3, dass wir in Manitoba, wir noch mit meiner ersten Früh, da wir ein Mann, dass wir von ihren Relatives, die würden in gewissen Tag, Klock 2, nach Winnipeg kommen, dann soll der Jet da ankommen, und dann fehlt jemand, was dann wird holen. So wir fuhren, wir hatten versprochen, wir würden fahren. Aber als der Tag kam, dann an den Nächtigkeiten hier wieder kam den Schneesteuer von dem Westen. Aber der würde mal so oben bei Manitoba sein. So dort wir von Klock 2, dort wir mal 2 Stunden fahren, Bad Winkler, dort wir kein Trouble. Wir fuhren da hin und wir saßen da und wir lüden da. Und dort geht bei Klock 6 bei der kam. Und dann wäre das all ziemlich sehr ein Stoff nur.
wir fuhren da hin und solange wir mit Wind fahren können, das schafft das gut. Aber da kamen wir dort wir mussten im Westen drehen, dort wir die Wehr fahren dürfen. Und dann wird das was anderes. Dann fängt das immer Dollar an und immer Dollar und dann wie meine Frau und der Mann, der sagt, besieht mich, das wird ihm gleich nicht sehr kalt. Ich habe mein Fenster auf, so dass ich kann kicken, wo wird nur der Kahn, da ich wie und der andere Mann, der sagt, oh, die muss wieder durchfahren, weil der Wind, der kriegt das wieder. Und dann sehe ich, wenn da auf einmal wo ein Licht ist, da wollen wir durchfahren. Und das geht auch gleich lang, dann sagen wir, aber wir können nicht durchfahren, weil da wir nicht zu sein, wo die drei wie wir. Wir müssen wieder fahren. Und dann einmal war da ein, dort wie ein Pfeifformer, der hat Starlings und der hat ein Teil Beels. Und der wohnt nur der Road und da können wir nachfahren. Und da bleiben wir nach dann. So, dort Licht, dort halb uns, dort wir können wo einen Platz finden. Weil dort fängt immer Dollar da nach unten steigen und wir werden stärker worden. Wir wurden dort nicht an derch merkt, aber tüß. Ein Licht kann wie sein, und dann kann woat erst. Wenn wir im Licht sind oder wenn wir im Licht erst, dann kann wir sein, wo dort loten det. Ich glaube, wir waren auch einmal erfahren haben, dass wenn die Kleider sehr schwierig sind, besonders von kleinen Kids, dann blottig geworden sind, da wollen die nicht sehr hier in Evangel kommen, nicht sehr hier in dem Licht kommen, weil da wird auch gleich zu sein sein. Weil dort erst wird Licht det. Und das Licht, wo wir von reden, dann dort det in unsere Horten und dann kann Gott sein, was in unsere Horten ist. Im Licht kann wir sein, wo unsere Kleider lädt, wo was die Grieße oder rein sind oder was andere da sind. Licht schafft in einen wunderbaren Weg und deckt Dinge ab. Dann, wenn wir bei Johannes Kapitel 8 kommen, da am 12. Vers, dann sagt er, dann redet Jesus weiter zu ahnen, seht, ich sehe dort Licht. Matthäus schreibt, sie sind dort Licht. Und nu sagt Jesus, ich sehe dort Licht. Ich sehe dort Licht für diese Welt. Wer mit mir geht nicht im Düsteren, aber wird dort Leben bringende Licht haben. Dort Licht wird in uns Christen dort erst zu sein. Aber dort erst nicht uns Licht. Dort erst dort Licht wird von Jesus von uns aufdachen wird. Wenn wir einen Spiegel nehmen in der Sonne schien, dann können wir wohin dachen. Dann dacht dort, wohin. Oder wenn wir was anderes nehmen, der Mond, der schien bloß von der Sonne. Wenn die Sonne dort abgeht und der Mond dort untergeht, dann ist unsere Erde, kriegt dort zwischen und dann schien der Mond nicht. Das macht so, dass die Sonne kann an den Mond schienen, dann kann der Mond schienen. Und so ist das auch, Jesus sein Licht, dort muss nur uns schienen. Wir müssen wohl sehen, wo Jesus sein Licht nur uns schien. Ich wollte bleiben ein bisschen anders sein, nicht wo sein, Jesus ist aller Wegen. Wir müssen in Verbindung sein mit Jesus. Wir müssen sein Leben in uns haben, dort wir wirklich dahin können. Und dann, den Weg, dann können wir ein Licht sein. Dann wird uns Licht schienen, oder dort soll schienen. Und so es Solt soll wir zu irgendeiner Zeit wirken, soll wir in uns Leben so leben, dort wir wirklich einen Unterschied merken in der Welt, among Menschen. Dort wir einen guten Einfluss haben, among Menschen. Weil Paulus der sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 5, je sind alle Kinder vom Licht. Jeder einer von ihnen, was hier von der Seite hat. Und ich nehme an, die haben alle Jesus genommen. Je sind in Licht. Und dann sagt er zu den Philipper, Kapitel 2, Vers 15, dann sind je nu Gott seine reine und schuldfreie Kinder und dein nicht Schuld zu beweisen ist.
und schienen als Lichter man eine verdorvene, verdrehte Menschheit in dieser Welt. Und ich glaube, kann wir sagen, wir leben in einer Zeit, wo da viel Gerechtigkeit passieren wird. Und da sollen unsere Lichter schienen. Da soll wir Mang schienen. Und das können wir nicht von uns selbst. Wir selbst sind nicht die, was so ein Licht sind oder Licht haben. Dann brauchen wir die Bibel. Psalm 119, Vers 105, da sagt er, dein Wort ist eine Lampe auf meine Feit und dein Licht auf meinen Weg. Und das ist die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann, dort ist uns Licht, dort ist uns, was unser Weg wiesen wird, wo wir gehen oder wo wir gehen sollen. Christen, die sind Solt und die sind Licht, aber Paulus sagt, die sind auch ein Brief. In 2. Korinther 3, Vers 3 sagt er, die sind ein Brief von Christus, und durch unseren Dienst entstanden, aber die sind nicht mit Tint geschrieben und auch nicht auf Steintafeln geschrieben, die jetzt vom lebendigen Gott hat jünd auf unsere Horten geschrieben. So, wir sind in Licht. Aber, wir sind im Brief, Entschuldigung, wie ich mit durcheinander. Wir sind im Brief, und Menschen lesen den, aber nicht mit Tint geschrieben, auch nicht auf Steinertafeln, so die geboten werden, was Moses kriegt, aber die jetzt von Gott hat die auf unsere Horten geschrieben, durch den Dienst, was unsere Lehrer, und wenn wir zurückgehen, dann was die Aposteln dann predigen deuten und geben deuten. Und Menschen lesen uns. Jahren trägen Belief. Ich habe das nicht von der Person selbst, aber ich habe von einer Person, die wir in der Stadt gewesen und der hat einen Mann sein gehen. Und er hat sich gesagt, dort was da ist, dort möchte ich auch sein. Weil er hat was Gutes in dem gesagt, ohne dass er mit dem geredet hat. Und von dem Tag, so wie das ich weiß, der Mann, der ist nachher mal bei der Kirche. Die bekehrt sich und die wir bei der Kirche. So dort ist ein Brief, was die Menschen lesen tun, was die Menschen von uns sein tun. Wir haben diese Dinge, wir sind Kinder vom Licht, Gott sind reine, schuldfreie Kinder, und dort wird eine Lampe auf unseren Weg. So, wenn wir die drei Dinge nehmen und weiten, was die sind oder was die meinen, dort hilft uns Licht schienen zu lassen. Dort hilft uns, dort soll zu sein, manche Menschen, manche Nicht-Christen, was Gott will haben, was wir sollen sein. In Philipper 3, Vers 13, wir kennen das nicht von uns selbst, aber da sagt Paulus, ich kann alles tun durch dem, der mich stark macht, Christus. So, wir kennen Paulus, wenn wir dem seine Brief lesen, als wenn er ein starker Mann sein. Aber er sagt hier, er kann bloß durch Christus. Er kann das alle tun, aber durch Christus. Und Christus ist das für uns. Wir kennen das nicht von uns selbst. Wir kennen das mal tun, wenn Christus auch da ist. Und wenn wir denken dann an diese Zeit, wo wir sind, das Covid-19, das hat auch verschiedenste Schwierigkeiten gegeben in der Welt. Das ist eine Pandemie, die über die ganze Welt ist, was endlich alle Menschen angehen wird. Wenn ich reich bin oder so wie das ich weiten da, in unserer Kirche ist vielleicht keiner, der sehr krank oder krank ist und dort. Aber es sind viele Menschen, die krank sind und dort. Aber wir können froh sein, wenn wir nicht leiden dürfen. Und doch tun wir eine gewisse Moten. Nicht körperlich, und vielleicht doch. Ich denke, wir sollen nicht honorieren, wenn wir unsere Freunde begehen.
Tweede denk, wir sollen das schon einbleiben. Und das dritte denk, wir sollen eine Maske abhaben, so manche von jenen haben. Und das ist einwand. So kann wir nicht. Ich glaube, an dort nie wer uns gesagt hat, wie dem Jahr da waren diese Dinge sind, dann würde wir vielleicht gesagt haben, dort kann man es nicht schaffen. Und von der selber da werden. Aber mit Gott seine Hilfe, Gott wird uns da derch helfen. Ich glaube nicht, ich würde mir nicht wehren zu sagen, dass Gott hat das geschickt. Aber Gott hat das zugelassen. Dort ist, glaube ich, von das, wo gekommen, aber Gott hat das zugelassen. Und dort ist zu gewissen Monaten, muss wir sagen, da wie du unser Leben. Aber dort ist noch nicht sehr schwer. Paulus die sagt zu den Korinther, unsere Leben, die wir hier durchgehen müssen, sind begrenzt und leicht. Die verschaffen uns, was über alle Moten herrlich sein wird und für immer bleiben. So, irgendwas, was wir leiden müssen, dort uns zum Goden, und das ist von den Sängern ich sagen, dort fehlt, dort wir leiden müssen. Ans Fleisch und Blut will dort gar nicht. Aber dadurch, wo Christen oder Menschen verfolgt wurden, dort bekehren sich die meisten Menschen. So dort stimmt. Er sagt wieder, wir trachten nicht nur dort, was wir sein, oder was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil was zu sein ist für diese Welt, diese Zeit. Was nicht zu sein ist für ewig. So wie du erst Wort, was wir nicht sein können, und dort erst für immer, dort erst für ewig. Dann sagt Paulus zu der Römer, Kapitel 8, für mich zu besein, sind diese Lieden nicht wert mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. So, wir haben eine Herrlichkeit im Verruf, was wir gar nicht aussprechen können, wo Gott ist. Das ist eine sehr gute. Und das, was Paulus hier meint, das, wenn wir hier auch noch was lesen machen, aber im Vergleich mit dort, was wir im Kommen haben, das ist nicht wert, darüber traurig zu sein. Dann geht wieder in 1. Korinther 2, Vers 9, da sagt er, so es geschrieben steht, was kein Ohr gesehen hat, kein Ohr gehört hat, und woran kein Mensch gedacht hat Gott recht gemerkt für die am Leib haben. So, ich sehe nicht imstand, dort zu sprechen, was Gott für uns recht hat. Nicht einmal Pastor Quentin oder unsere Pastors kennen dort, so wie Paulus sagt. Dort kann keiner aussprechen, wo Gott dort ist. Wir sagen, Ferken dort im Himmel wird alles gut sein. Aber sind auch Dinge, so wie Paulus sagt, woran noch kein Mensch gedacht hat. Ich weiß nicht, was die oder was wir alle denken, wo Gott es wird im Himmel sein, was er alle wird sein. Und dort kann er alle sein, er wird alle sein. Aber weet je wat, da wird noch mehr sein. Wir wollen noch eine Surprise haben, wenn wir da ankommen. Wir können uns das hier auf dieser Erde nicht gut genug vorstellen, wo das da wird sein. In 2. Korinther 12, da sagt Paulus, kann ein Mann in Christus, der 14 Jahre trägt, was in den dritten Himmeln angehoben wird. Der wird in den Paradiesen angehoben, der hier wir, die nicht auszusprechen sind und die kein Mensch nur sein kann. Wir glauben einmal, Paulus redet hier von sich selbst, dass wir haben, was in den dritten Himmel abgehoben wird. Vielleicht nicht sein Körper, aber sein Geist oder seine Seele. Und dann wir hier da im Paradies. Und dann hier da so, was nicht nur zu sein geht, auch kein Mensch, was nicht auszusprechen ist, und was kein Mensch nur sein kann. Und wir können darüber wundern, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass uns das helfen wird, dass wir dort wollen, was wir dort sind, wo dort wird passieren. Aber wir vertrauen dort, wir glauben dort, weil
wir kennen die Bibel und wir haben so viel davon gehört und darum haben wir dort. Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen, worauf wir hoffen und nicht daran zweifeln, was wir nicht sein. Und das ist so, was wir noch nicht, von der noch nicht sein. Aber wir dürfen nicht daran zweifeln, dass es sicher, dass wir dort kriegen wollen. Wir vertrauen dort. So als Abraham vertrauen, dass Gott ham sagt, go von dein Land weg, go von deiner Freundschaft weg, von dein alles, was hat, und trag nur ein Land, was ich die wiesen war. Er deed noch nicht. Er sagt bloß, ich war die dort noch wiesen. Abraham war 75 Jahre alt, Daniel, und er hat hier noch eine gute Wirtschaft, mit Feu und Kamelen, was immer dort war. Und mit alles gab er sich auf den Weg und trug wohin, und er wusste nicht wohin. Gott wurde ihm dort wiesen. So ein Vertrauen hat Abraham. Und dort ist, was wir auch sagen, uns vertrauen, ob Gott sagten, dort wir wirklich weiten verstehen können, was dort meinen wird. Manchmal fehlt uns mehr Verständnis, manchmal fehlt uns mehr Glauben. Als Jesus mit 3 von seinen Jüngern von den Verklärungsberg heraufkam, da wo er war, wo Moses und Elia auch ankamen, kam da ein Mann mit seinen kranken Sehnen und Armen. Und er hat ihm auch noch die Jünger gebracht, was da geblieben wären. Jesus hat bloß 3 mitgenommen. Und die konnten den kranken Jungen nicht helfen. Und dann kam er noch Jesus und dann sagt er, aber wenn du irgendwas tun kannst, dann erbarm dich und help uns. Of ich kann, sagt Jesus, alles ist möglich für den, der durchleidet. Den Jungen sein Vater schrie ich in Thronen, ich glaube, lieber Herr, halt meinen Unglauben, oder halt meinen schwachen Glauben. So er hat Glauben, aber nu sagt er dort, der Glauben, der fehlt noch stärker zu sein. Und ich wundere, als uns dann nicht auch manchmal so geht, oder mir das, ich mag verken, meinen Glauben stärker merken, und ich kann das nicht anders, als wenn einer das Wort zur Hand nehmen wird, wenn er dort lesen wird. In dieser Zeit, wo wir sagen, wenn wir verlieren wollen, ein steht, was gut ist zu lesen, das Psalm 91. Ich will ein paar Versen von dort lesen. Wer bei den Allerhöchsten im Schüling wohnt, wird bei den Allmächtigen im Schatten ruhen. Er wird die sicher aus den Jäger seine Schlinge rautraden und auch aus der gefährliche Pestilenz. Er wird sich die unter die Pflichten nehmen und dadurch wirst du sicher sein, immer sicher sein. Dort ist ein Trost. Und dort können wir vertrauen. Und dort sollen wir vertrauen. Dort ist so, wo wir ganz klar ab vertrauen können, dort passieren wird. Wenn wir Gott sein Wort lesen, fängen wir immer weiter, dort Gott besorgt ist um uns Menschen. Er ist besorgt um die ganze Welt, um alles, was er gemerkt hat, aber besonders uns Menschen. Gott ist ganz anders als ein Korndealer. Wenn du dem Dealer eine Korn kaufen lässt, wenn du die betalt hast und wegfahren lässt, der Dealer gibt nichts daran, wo das schaffen wird. Dann sei der los und dann er wird nicht kommen fragen, wo schafft es und wo das. Weil Gott ist nicht so. Gott will haben, dass alle Menschen sollen gerat werden. Und er sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, er will haben, dass alle Menschen sollen gerat werden und die Wahrheit kennenlernen. Alle Menschen sollen gerat werden und die Wahrheit kennenlernen. Und die Wahrheit ist Jesus. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich sehe die Wahrheit, ich sehe die Wahrheit und ich sehe das Leben. Keiner kommt zum Vater
bitte durch mich. So, dort ist, was Gott will haben, dort wir Jesus sollen kennenlernen und immer dort vertrauen. Und dann sagt Paulus in Epheser 1, Vers 4, und sei bekannter Vers, euer hat die Welt den Grund legt, hat er uns al bestimmt in Christus seine heilige, schuldfreie Kinder zu sein. Und dort ist, wo wir er hat uns in sein Bild gemerkt, dass wir Gott liegen tun. Er hat uns schuldfrei gemerkt. Und wenn wir nach dem Bett wiedergehen, Petrus, der sagt, dass er will so tun, hat uns gestohlen, der hat das alle verdorben. Er hat uns losgekauft, nicht mit Silber oder mit Gold, aber mit sein Leben in Blut. Damit hat er uns losgekauft. Und dort, wo wir haben so viel Wert sind, dass er will haben, dass alle Menschen sollen am kennenlernen, und die Wahrheit kennenlernen, was Jesus ist. Und da will er uns in sein Bild gemerkt haben, will er uns zu dir losgekauft haben, weil er haben, dass wir alle sollen gerat sind, weil er haben, dass wir von dir sollen das Solt und das Licht und der Brief sind, für die Menschen, die uns sein tun. Menschen, die lesen uns, was wir tun oder was wir haben. Und macht dort wirklich, dass wir durch ein Leben tun. Wenn wir mit Menschen sind, was Jesus nicht kann, dann, dass die sich dann können gut fühlen oder dass die dort gut geht, man uns zu sein oder bei uns zu sein, sodass sie was lernen tun. Und dann sagt die letzte Part von den Versen, was ich lesen will, und dass sie unseren Vater im Himmel preisen wollen. Und was besser würden wir wollen, als dass wir wüssten, dass in Leamington fangen die Menschen an, unseren Gott zu preisen, wer uns, was die in uns gesehen haben und in uns sein tun. So das ist wichtig, ein Leben zu leben für Gott, ein Licht zu sein und ein Solt zu sein, weil wir zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir für deine Leib. Wir danken dir für dein Besorgnis, dass du was haben, dass alle Menschen sollen gerat werden und die Wahrheit kennenlernen. Und das ist unser Gebet auch. Wir können nicht für jeden Mensch beten, aber wir haben immer so eine, wo wir uns da anlegen, und dort sind unsere Angehörige, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Großkinder oder Geschwister oder Freunde. Und Herr, wir beten, dass die alle möchten dort sein und so eine, was noch nicht haben, und sich gerade luten von dir. Und wir danken dir für was du warst. In Jesus' Namen. Amen.